Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der beste Podcast der Welt, soweit ich das nachvollziehen kann, oder? Kani, wie schaut's aus? Ich hab nichts Gegenteiliges bisher wahrgenommen an Podcasts, die ich gehört habe. Die waren nämlich alle scheiße. Wir machen uns gleich mal wieder von Anfang an beliebt. Mein Name ist Corby und der Kani und ich, wir haben eine ganz besondere Freude erlebt gestern. Und zwar waren wir in der, was war das, Filmvorpremiere von Final Destination Bloodlines. Haha. Es ist ein 6. Teil rausgepurzelt. Wir haben ja schon lang drauf gewartet. Letztes 14 Jahre circa. Läppische 14 Jahre. Lächerlich. Wer aufmerksam unseren Podcast verfolgt, der weiß, dass wir letztes Jahr zu unserem Halloween-Special eine Final Destination-Besprechung gemacht haben. Und zwar über alle Teile. Ja. So fleißig sind wir. Aber hallo hier. Deswegen verweisen wir für alle, die überhaupt nicht wissen, um was in Final Destination überhaupt geht, natürlich auf diese Folge. Aber wir reden heute größtenteils spoilerfrei über Bloodlines. Dann sage ich nichts, wenn wir spoilerfrei bleiben. Ja doch, du darfst einmal unseren lieben Hörern erzählen, um was geht's denn eigentlich in Bloodlines? In Bloodlines geht's um Blutlinien. Weil wir nämlich jetzt nicht mehr dieses normale Vorahnung vom Riesen-Event haben und die retten und dann Leute, die direkt in den Event beteiligt waren, sterben nacheinander, sondern es geht schon ein riesiges Event voraus, das einige Tode hätte bedeutet, das von der Iris verhindert worden ist. Aber dieses Mal geht's um die Blutlinie, die Iris dann praktisch gegründet hat, nämlich um ihre Nachkommen und Nachkommen. Denn der Tod sagt auch, wer geboren worden ist von jemandem, der hätte sterben müssen, sollte gar nicht existieren. Also schnappe ich mir die Kretinen auch. Und jetzt liegt es nämlich nicht mehr an dieser Hauptperson, die dieses Event verhindert hat, an der Iris, sondern an ihrer Enkelin, die Stephanie, glaube ich, hieß sie, oder? Genau, Stephanie Rice. Dass sie erstens mal ihre komplette Family davor überzeugt, hey, wir müssen Obacht geben, weil der Tod trachtet uns nach dem Leben. Und dass sie gleichzeitig den Tod von der Schippe springt. Und das war's aber eigentlich schon an Neuerungen bei Final Destination Bloodlines. Ansonsten ist es das gewohnte Spiel mit verrückten Toten, blutigen Toten, sehr blutige Tode sogar. Die immer durch Zufälle entstehen. Genau, durch sehr schöne Zufälle ja teilweise, ich sag gerade Fußball. Und macht, also ich sag mal, wer mit Final Destination bisher immer Spaß gehabt hat hier definitiv Spaß, weil, jetzt muss ich doch kurz spoilern, für mich ist es der Beste aus dem Franchise gewesen. Seppi war auch dabei im Kino, der hat das Gleiche gesagt, ich bin nicht alleine, gell? Ja, also man muss dazu sagen, der Seppi hat am Anfang noch nicht ganz so begeistert geschaut, zumindest, glaube ich, er war sehr skeptisch. Ja, er hat noch nicht verstanden. Aber am Ende, als wir dann noch sitzen geblieben sind im Kino, weil wir sind ja brav und schauen uns Credits an, habe ich zum Seppi so umgeschaut und der ist mit einem breiten Grinsen da gesessen. Ich glaube, das war von dem sauren Gummibärchen-Mix, der hat nicht grinst, dem hat gerade das Gesicht so verzogen. Ach so. Ja, das war mit der süßen Venus von die Simpsons. Na, aber das allein wäre für den Film schon eine Auszeichnung, so Seppi zum Grinsen gebracht. Genau. Der erste Film des Franchise, der Seppi zum Grinsen gebracht hat, das muss auf der Blu-ray-Verpackung dann draufstehen. Ja, vielleicht reden wir da ein bisschen drüber, weil auch für mich war es der beste Teil der Reihe. Und ja, sind wir uns einig, das ist schön. Da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Verrückte Tode haben wir ja eigentlich schon die ganze Zeit gehabt. Jetzt ist nur die Frage, wieso war jetzt der Film nochmal so ein außerordentlich guter Teil? Weil, um ehrlich zu sein, der 4. und der 5., die haben mir schon gar nicht mehr so taugt und da hat man das Gefühl gehabt, ja okay, sie versuchen halt immer verrücktere Tode zu bauen und es wird halt dann also ich finde, da ist dann auch die Handlung irgendwann scheißegal, aber dieses Mal die Idee mit dieser Blutlinie, das fand ich schon cool und wirklich bei jedem Tod, der da kam, und der Tod ist ja eigentlich nicht lustig, bin ich aber schon da gesessen und hab gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt wieder los?
Ja, mir geht's auch so, dass also für mich ist der 4. insgesamt der schwächste. Beim 5. hast du dann auch gerade noch darauf gewartet, dass irgendwie verrückte Tode passieren. Aber bei dem, ich finde den einfach irgendwie am stimmigsten. Er ist ja nicht total, er ist kein totaler Fansblätter, sondern er hat schon irgendwie so ein bisschen so eine kleine Grundernsthaftigkeit drinnen. Zwar jetzt nicht extrem, aber er driftet nie ins Lächerliche ab, sondern er hat irgendwie so diese gewisse Seriosität mit drinnen, die aber immer mit einem ordentlichen Augenzwinkern Hand in Hand geht. Und da finde ich, holt sich das perfekt in der Waage, die ganze Mischung aus ernst und spaßig und total überzogen blutige Tode dann. So dass ich mir nie bei irgendetwas gedacht habe, okay, das ist mir jetzt langweilig, das ist mir zu ernst für diese Art Film, das ist mir zu lächerlich oder sonst was, sondern ich war immer genauso on point unterhalten bei dem Film und habe einfach nur Spaß gehabt. Vor allem hat er das ja cool gemacht, mit dem wie er die an der Nase rumführt, wer jetzt dann der Nächste ist, da hat er dann auch noch so eine kleine Überraschung im Petto, dass du sagst, okay, jetzt deswegen ist es ja so gewesen. Also er hat so eine kleine Handvoll Überraschungen dabei, die man zwar jetzt nicht direkt als Twists oder so bezeichnen kann, da die zu behaupten, aber es sind halt so nette kleine Kniffe, damit du immer am Ball bleibst und ein bisschen mitfieberst. Ja. Ich finde auch ein bisschen was Emotionales schwingt da auch noch mit, weil es ist ja der letzte Auftritt von Tony Todd, zumindest in der Final Destination Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch irgendwelche anderen Filme gemacht hat, wo er nur auftaucht. Ein Film, glaube ich, 2025 rausgekommen, aber ich glaube, dass das sein letzter Film war, an dem er mitgearbeitet hat. Und da habe ich ja gelesen, also man sieht es ja mal auch in dem Film, dass er wirklich schon sehr, sehr mitgenommen ausschaut. Und ja, ist schon irgendwie, wie du schon sagst, vor allem so als Horrorfan mit Candyman und den Hatchet hat man kennt. Also das ist schon so, gibt schon so ein kleines Horror-Fan-Tränchen raus. Aber umso schöner, wie es den in den Film mal eingebaut haben und wie er da abtritt, sage ich jetzt mal, mit der ganzen Botschaft und so, da habe ich mir schon gedacht, also, weil es werden ja bestimmt viele jetzt im Kino gesessen sein, die vielleicht auch die vorherigen Teile nicht gesehen haben und die jetzt nicht so aus aus dieser Genre-Welt rauskommen, so wie wir, die halt dann sich gleich denken, oh, schau hier, da ist ja der Tony endlich. Schauen wir mal, was er jetzt dieses Mal an mysteriösen Dingen sagt. Da fand ich den Abschluss echt richtig toll. Ja. Um ehrlich zu sein, man hätte es nicht gebraucht. Nein, jetzt nicht, aber er gehört dazu zum Franchise, dass er immer wieder mal seinen Auftritt kriegt und wie du schon sagst, finde ich das da auch so, es ist fast so ein bisschen die 4. Wand durchbrochen mit seiner Message, die er noch dazu bringt, wenn man bedenkt, dass er dann verstorben ist, finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und auch wie seine Figur dann geschrieben ist, wenn sie dann auflöst, wer er eigentlich ist und so, das finde ich auch ganz gut integriert in die ganze Geschichte von Final Destination. Also da muss ich also ein großes Lob für das, wie sie Tony Todd da nochmal eingebaut haben. Genau. Auf jeden Fall, es sind um die, glaube 110 Minuten oder so Film und es war aber sehr kurzweilig, weil man irgendwie die ganze Zeit sie denkt, okay, wann stirbt der Nächste und wie stirbt er und bis du schon sagst, da wird mal wieder an der Nase herumgeführt. Also die Regisseure Zach Lipowski, sage ich ja, und der Adam Stein, die zusammen den Film gemacht haben. Adam B. Stein, gell? Vergiss das B nicht. Okay, B. Stein, sorry. Die haben hier tatsächlich die Reihe sehr geil weitergeführt und wie du schon sagst, nach fucking 14 Jahren. Warum? Das ist eigentlich Wahnsinn, dass das so lang dass das schon 14 Jahre her ist, dass ich den 5. Teil gesehen habe im Kino. Ja. Das ist echt irre. Da wollte man, ich möchte unbedingt den Film noch, also wenn es noch irgendwo gibt, dann schaue ich mir den nochmal an in 3D. Weil du bei Full Kills wieder gesehen hast, ja, das war jetzt wieder richtig geil auf 3D ausgelegt gewesen und ich glaube, er kriegt einen 3D-Release. Und es war bei Final Destination 4 und 5 auch schon so, dass es welche von den Filmen sind, bei denen man sagt, ja geil, da rentiert es 3D. Für sowas gehe ich in ein 3D-Kino, weil mir halt einfach Körperteile und Sachen ins Gesicht geschleudert werden. Da hat man hier, waren es auf alle Fälle so eine Handvoll Szenen, wo man gedacht habe, ja genau das ist auf 3D ausgelegt. Also hoffe ich mal, dass man da noch irgendwo mit einer Brille schauen dürfen. Ausnahmsweise hoffe ich das, ansonsten verabscheue ich es. Das Strange für mich zumindest ist, dass das ja eindeutig ein Horrorfilm ist, der aber zu keinem Augenblick irgendwie gruselig ist, sondern okay, es ist ein Kill und er kommt teilweise fast schon wie ein Jumpscare rein. Scare-Jump, passt schon, Scare-Jump. Genau, richtig wie ein Scare-Jump. Trotzdem lachst du halt dann, weil du denkst, ja, voll geil.
Ja, und wir wollen wahrscheinlich zerdrückt werden und das halbe Gesicht wegfetzen und was weiß ich. Und du sitzt da und sagst, Genau, aber gut, wir sind natürlich auch hier irgendwie, also wir gehen ja schon sehr eindeutig in die Genre-Richtung, wir sind Genre-Liebhaber. Wie hast du das wahrgenommen? Das Kino war ja eigentlich schon hübsch voll. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass jetzt der Rest vom Kino auch irgendwie so kichernd da gesessen ist. ja, das ist schon ein bisschen so, habe ich nebenbei schon gemerkt, es sind noch andere Freaks drinnen, die bei so etwas lachen. Man hat aber dann auch ein paar gehört, die so gesagt haben und oder sie ja wirklich so gefühlt den ersten Final Destination anschauen nämlich, und dann bei so angedeuteten Sachen, die passieren schon so, oh mein Gott, was, und wo wir schon drauf gewartet haben, ja bitte, gib ihm, gell. War ein schön durchgemischtes Publikum. Vor allem auch ganz geile Freaks drinnen, die Bier aus dem Pappbecher mit Strohhalm saufen. Ja. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich habe ein Bier bestellt. Ja, da. Ich wollte aber aus Becher trinken. Ja, dann trinke aus dem Becher. Aber warum denn einer mit dem Strohhalm? Was ist los mit dir? Du kriegst es aus der Flaschen. Ein gutes Flötzinger war das sogar. Und das möchtest du aus dem Becher mit dem Strohhalm. Eigentlich hätte Hausverbot kriegen müssen. So geht Kim. Das ist mein Flop für den Film. Da kann der Film gar nichts dafür. Es wurscht, du hast bei Joker Folie 2 auch dein Kinoerlebnis und nicht den Film bewertet. Nein, das stimmt. Ha, genatzt. Was auch eine coole Info ist für diesen Film, ist ja jetzt die Idee aus Final Destination 2 komplett widerlegt worden, dass ein neues Leben den Plan praktisch durchkreuzt vom Tod, weil da war doch auch das mit der Dame, die schwanger war, die eigentlich auch gestorben war. Und das meine ist ja noch bei Final Destination 2 dann gewissermaßen offen bleiben, wenn die ein Kind auf die Welt bringt, dass, obwohl sie in so einem Event gestorben war, dass sie dadurch aber auch den Plan vom Tod durchkreuzen könnten. Und das ist ja jetzt mit Bloodlines eindeutig widerlegt worden, dass Nachkommen Zeugen den Plan nicht durchkreuzt, sondern den Plan gerade vergrößert. Ja, aber der Zwarer hat doch... Jetzt gehen wir doch in die alten Teile rein. Nur kurz. Ist das Ende vom Zwarer nicht schon so, dass das da auch widerlegt worden ist? Sie haben sich auch irgendwie sicher gefühlt und dann auf einmal ging es dann doch weiter? Na, beim Zwarer ist ja das Thema mit du musst sterben und wiederbelebt werden, dann bist du fein aus dem Schneider, und gleichzeitig war aber dann nur diese Idee eben mit der einen Schwangeren. Ja. Und ich meine, dass das mit der Schwangeren aber nicht zu 100% aufgeklärt worden ist, dass das einen Tod nicht besiegt, weil wo es dann noch weitergegangen ist, ist ja dann diese ich nenne es jetzt schon mal Post-Credit-Scene mit dem Grillen, wo es dann den Burm wegspringt. Und ich glaube, dass das Thema mit einer Geburt oder Nachkommen als neues Leben besiegt den Tod nie wirklich aufgeklärt worden ist, ob das funktioniert oder nicht. Und jetzt ist halt definitiv eindeutig, dass nur sterben und wiederbelebt werden hilft. Wobei man ja da schon sagen muss, also die Iris hat's ja auch sehr lang rauszögert. Also die hat's gut rauszögert, ja. Die hat das gut gemacht, ja. Aber sie ist halt nicht komplett von der Schippe gesprungen. Sie hat's nur rausgezögert. Und mit wiederbelebt werden kannst du von der Schippe springen. Oder du sperrst die 40 Jahre lang in einer Mad Max-Burg ein. Das ist immer nur, also das ist so das Manko an dem Film, wo ich dachte, was habt ihr euch denn da gedacht? Bei mit Stacheln und Speeren und Spitzen und wo so sie besetzten Haus als Abwehr für einen Tod, oder soll es nur Leid abwehren? Ich weiß es nicht, aber es ist auf alle Fälle, dass ich mir denke, ja, verstehe ich nicht, was das bringen soll. Er kommt ja nicht in physischer Form, die ich so verletzen kann. Ich glaube, so viel kann man nur verraten. Du hast ja schon gesagt, die Stephanie als Nachfolgerin mehr oder weniger von der Iris ist dann in der Rolle, um zu versuchen, ihre Familie da zu schützen. Der Grund ist nämlich, dass dieser verhinderte Tod von der Iris der Stephanie immer wieder als Albtraum auf einmal 2 Monate lang im Kopf eine träumt. Im Kopf eine träumt, richtig. So ist das, ja. Hier, wir sind der beste deutsche Podcast der Welt. Ja, wir haben Germanistik und Linguistik studiert. Und diese wiederkehrenden Albträume, die wirken sich halt auf sie schon so aus, dass sie wahrscheinlich ihr College abbrechen muss, weil sie sich halt auf nichts mehr konzentrieren kann. Und das verfolgt sie natürlich, und deswegen will sie dann die Iris finden, und die Iris oder die Familie von der Iris hat sie da schon vor Jahren von ihr abgekapselt. Da kommt sie eben zu dieser besagten Mad Max Burg, und das ist echt so, die betritt das Gelände, und ich denke mal schon, bei allen Dingen, die man da sieht, ja,
Das ist so bescheuert. Also das fordert den Tod ja eigentlich nur heraus. Das ist ein See, da sind überall Zacken und scharfe Gegenstände. Alles ist nur so ein bisschen zusammenbastelt. Also das schaut da alles windig aus wie Sau. Und da behauptet die Iris ja in dem Haus da drin, das ist der sicherste Ort der Welt, wo man denkt, nein. Nein, das ist definitiv nicht. Ja. Ich hab's mir auch die ganze Zeit gedacht. Also, wenn ich irgendwo in Sicherheit sein möchte, dann gewiss nicht da drinnen. Also, das heißt, die Familie basiert schon auf einer ziemlich bescheuerten Figur. Die haben sogar nicht anders verdient als das Sterben. Die Trotteln. Eben, und der Tod, der wird sich ja so lange Zeit gelassen haben, weil sie gedacht haben, das kriege ich easy, locker hier auf 2 Tage. Ja, das mache ich genau. Er zeigt ja dann wie easy, dass die ganze Sache eigentlich gelaufen war. Aber er hat sich gedacht, ja, jetzt lasse ich die Rinder mal in dem Glauben, dass das irgendwas hilft. Passt schon. Passt schon. Was ich auch geil finde, waren die Effekte. Es ist ja allgemein auch dieses Event, das passiert, ist natürlich eine riesige CGI-Schlacht vom Greenscreen und so, aber ich finde, dass das sehr gut funktioniert hat und besser ausgeschaut hat als in manche Greenscreen DC, Marvel 250 Millionen Blockbuster Dinge. Da war ich, also für mich, ich war zufrieden damit und auch natürlich auch die Splatter-Effekte, das hat immer noch handgemacht und eine Mischung aus CGI ausgeschaut, aber immer so, dass ich sage, für mich vollkommen in Ordnung, passt zu dem Stil von dem ganzen Film und hat nur eklig ausgeschaut, dass ich und nie so künstlich, dass ich mich nicht einfühlen hab können. Ja, da kann ich da absolut zustimmen. Also ich habe auch schon irgendwas mit schlechter CGI gelesen und da habe ich mir dann gedacht, also bitte für den Film war das mehr als ausreichend und am Ende des Tages soll das Ding ja einfach Spaß machen und das tut's auf jeden Fall. Das da ja auch sagen. Natürlich kann man sagen, wenn es richtig kunstmiserables CGI, dann hätte ich mich auch beschwert, aber also für mich persönlich hat er passt von der Optik her, von der CGI-Optik her. Weiß man, was der Budget gehabt hat, weil da habe ich nichts gefunden. Hast du da was gesehen? Na, tatsächlich auch nicht. Dann hat er gar keins gehabt. Denn wenn wir das hier nicht finden, dann hat er keins gehabt. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Regisseure den Job deswegen bekommen haben, weil die haben ein Pitch-Meeting gehabt und haben einen inszenierten Final Destination-Unfall vorgeführt. Absolut geile Idee. Ja, da die ja sehr gerne sehen. Ich hoffe, der ist irgendwo verfügbar. Da wird einer der Regisseure hat sich enthaupten lassen von irgendeinem Ventilator-Ding, oder? Okay, ich weiß nur, dass sie sowas gemacht haben, also dass sie eben den Unfall inszeniert haben. Ich glaube, bei IMDb, wenn du schaust, unter Wissenswertes, glaube ich, ist es ein bisschen genauer drin beschrieben und sie haben das über Zoom, haben sie das Meeting gehabt mit einer und da haben sie, ich glaube, dass irgend so ein Ventilator-Ding war, das sie dann irgendwie löst und einen von denen 2 enthauptet und dann sind nicht alle Verantwortlichen, hat sie gleich voll zerrissen und gesagt, ja, bombengeil und so haben sie es dann gekriegt. Das ist echt eine coole Idee. Ja, so musst du das machen, weißt du, musst dir nicht sagen, dass du Leidenschaft hast für den Film. Und das merkst, finde ich, auch in der ganzen Art, wie der Film erzählt ist, die Geschichte, die Figuren, find ich, merkt man schon, dass da Leute dahinter waren, die das Franchise kennen und die das Franchise ermengen und ordentlich weiterführen wollten. Und, wo wir gerade schon bei Wissenswerten sind, der Film hat einen möglichen Weltrekord sogar aufgestellt, und zwar mit der ältesten Stuntfrau, die in einer Feuerszene mitspielt. Echt? Wenn du dich daran erinnerst, in dieser Albtraumsequenz gibt es ja eine Szene, wo eine ältere Dame voller Feuer durch den Raum rennt. Feuer und Flamme war die für den Film. Und das ist die Yvette Ferguson und die ist 71 und das ist wahrscheinlich ein Weltrekord, weil die ist sogar aus dem Ruhestand für den Stunt wieder rausgekommen. Da schau her. Ja. Da schau her. So alte Leute ich scheiß mir schon in die Hose, wenn die mit dem Feuerzeug was so sind. Das glaube ich, haben wir damals, glaube ich, gar nicht gesagt in unserem größten Final Destination Schmerz. Es gibt ja seit Teil 2 Final Destination eigenes Bier, das sie saufen, nämlich das Heiß Pale Ale. Oh. Das saufen sie auf der Family Party auch wieder und es taucht, glaube ich, seit Teil 2 in jedem Final Destination Film auf. Wir hätten vorher also ein Bier trinken sollen, dann das wahrscheinlich jetzt unser Mund ein bisschen besser funktionieren. Ja, aber was machen wir Idioten? Wir trinken erst später ein Bier nach der Aufnahme. Ja, furchtbar, Leute, furchtbar. Wahnsinn. Also alle angehenden Podcaster merkt euch immer vorher saufen, mindestens 6 Bier. Ist jetzt der Teil ein Reboot oder ist es eigentlich ein Sequel? Vielleicht ein Requel.
Weil er führt ja indirekt, ist es ja schon so ein Sequel, weil ja in dem Buch, das man einmal sagt, werden ja die ganzen Ereignisse aus den vorherigen Filmen ein wenig angeschnitten und angesprochen. Es wird ja noch die von Teil 2 eben erwähnt, oder von Teil 3. Nein, die von Teil 2 meine ich was. Und das sind aber schon so die einzigen Berührungspunkte, die man dann hat. Also eigentlich 3, dass diese Unfälle erwähnt werden, die aus Teil 2 und eben der Tony Todd. Und ansonsten ist der Film ziemlich losgelöst, weil die anderen Teile haben ja dann immer stärker ineinander gegriffen mit dem Flug 180 und dass dann der eine Film direkt vorher noch spielt und sie in dem Flieger drin sitzt und was weiß ich. Und den finde ich ein bisschen hätte ich jetzt gesagt, ein bisschen losgelöster. Also ihnen ist jetzt einfach ein Requel. Okay. Also ich tatsächlich schon gesagt, dass das Sequel ist, weil ich glaube, dass man über diese Blutlinien da auch noch mehr Referenzen dann zu den Filmen findet, so wie es du ja schon gesagt hast, zu Teil 2 zum Beispiel. Aber das ist ja kein Ausschlusskriterium für den Flug 1 Schieß mich tot. Aber trotzdem hab ich recht. Ach so, das wusste ich nicht, das tut mir leid. Hast du nicht gewusst, darum sage ich dir jetzt auch nochmal. Also dann ist irgendwas dazwischen, gut. Ja, aber ansonsten macht eigentlich den großen Unterschied, den du ja vorhin schon genannt hast, dann nur die Regeln, die da mit drin vorkommen, wo einige davor aber auch bestätigt werden, was man in den vorherigen Filmen ja schon gesehen hat. Und jetzt die wichtigste Frage, und da sitzen wahrscheinlich schon alle da und denken sich, Alter, ihr redet über einen Final Destination Teil. Was waren jetzt da die geilsten Tode, die man da drin gesehen hat? Und das ist schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilern, Leute. Ja, ich dachte, wenn dann, ich darf nur ein Stichwort nennen für meinen Lieblingstod und das sage ich Magnetismus nenne ich als Stichwort. Okay, ja, der ist sehr stark, dann nenne ich den mal nicht. Ich sage, ich weiß schon, das hätte eigentlich vom Kani kommen sollen, Klavier. Klavier ist auch stark, ja. Klavier ist auch stark. Man hätte noch starke Szene einbauen können mit Babys, aber da haben sie sich nicht traut. Da haben sie aber kurz überlegt. Ja, sie haben der eine vielleicht sogar ein bisschen länger. War ein guter Witz, die Szene fand ich super. Gut, wollen wir dann schon in Richtung Top und Flop gehen? Können wir machen. Dann verzeih mal, was hast du denn dabei? Also mein Flop ist, bleibt diese komische Mad Max Burg. Ich weiß nicht, das habe ich einfach nicht so ganz verstanden. Das hat irgendwie nicht wahrscheinlich soll es Leute von außen fernhalten, das kann ich mir schon denken, aber es ist trotzdem hat das Ding für mich einfach nicht nach Sicherheit ausgeschaut. Ich fand das einfach komisch. Und mein Top, finde ich, ist in dem Fall das Marketing mit dem Trailer. Weil die Sachen, die du im Trailer gesehen hast, wo du ausgehst davon, okay, so und so passiert das, es kennst gleich mal streichen, sind vielleicht ein oder zwei Sachen, Kills, die angedeutet werden, die ja so im Trailer die ja so im Film vorkommen, aber sie haben extra Szenen sogar im Trailer gehabt, also mindestens eine, die so im Film gar nicht passiert, nur um die im Trailer auf eine falsche Fährte zu führen. Sie haben auch Kills für Leute angedeutet, die dann so auch nicht passieren und das fand ich halt richtig geil, dass du meinst, jetzt weiß ich wieder, wer stirbt und so und das ist der typische Trailer und dabei machen sie es einfach mal so, wie es gehört. Einfach sogar die an der Nase rumführen, dass du wirklich komplett überrascht bleibst. Das ist mein absolutes Top, weil in der Regel sind die Trailer ein bisschen dumm. Das Beste ist, wenn ihr nämlich nur keinen Trailer gesehen habt, schaut's eigentlich auch dann keinen Trailer an, sondern geht's einfach so in den Film. Genau, also man kann sowieso blind eingehen, weil den Film kann man uneingeschränkt empfehlen. Ja, vor allem die Gartenparty macht dann schon mehr Spaß. Ja, die ist echt schön. Und bei dir? Bei mir, das Top ist absolut geiler Anfang. Also diese Albtraumsequenz und die geht 15 Minuten. Fand ich mega gut. Also das ist für mich schon ein Kurzfilm innerhalb von dem Film und der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir ich war schon fast enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht, als dann auf einmal das in dem College wieder weiterging und man dachte, oh nein, jetzt waren wir schon so gut drin. Einfach weitermachen, leid. Gebt diese weiter. Ja, also das war richtig geil. Ob es jetzt die Kills waren oder halt die Herangehensweise, die Heranführung, bis hin zur Musik. Also da kommt eine Version von Shout vor und ich hab's danach dann gesagt gehabt, boah, jetzt habe ich einen Ohrwurm drin, habe ich immer noch. Hat ja allgemein für dich einen coolen Soundtrack, der Film. Ja, definitiv. Vor allem halt am Anfang mit dieser 60er-Jahre-Musik. Einfach super. Voll geil.
Und mein Flop ist, die Hauptdarstellerin hat mich überhaupt nicht packen können. Also weder emotional noch schauspielerisch war da jetzt irgendwie viel zum Holen. Und gut, um das geht's nicht in dem Film. Aber es gab andere Charaktere, die jetzt ein bisschen liebgewonnener gehabt habe, um denen zuzuschauen. Die Cousine zum Beispiel, die hätte ich lieber mehr in Szene gesehen. Ja, nur weil du es schärfer findest. Na, ich finde, die hat mehr Charakter halt rübergebracht. Aha, durch Optik. Ja, genau, richtig. Ja, der Klassiker. Ich weiß, was du meinst, weil sie haben schon versucht, mit der Hauptfigur irgendwie ein bisschen Emotionalität aufzubauen, aber das haben sie bei mir auch nicht geschafft, muss ich sagen. Also die hat bei mir auch keinen Moment irgendwie geschafft, dass ich richtig mit ihr fühle. Da haben wir gedacht, ja, hau ab jetzt und sag mal wieder einen Eric, das ist ein viel coolerer Typ. Ja, und da muss ich halt dann sagen, im Vergleich zu den Hauptdarstellerinnen, die in den vorherigen Teilen mit drin waren, war sie jetzt da schon die Schwächste. Ja, finde ich auch. Also da kann ich dir zustimmen. Es ist Wahnsinn, wie einig dass wir uns jetzt sind mit dem Film. Gruselig, ja. Gerade einmal hast du nicht gewusst, dass ich immer recht habe, aber ansonsten haben wir... Und das nach über 290 Folgen. Wahnsinn, wie kann man so blöd sein? Ja. Lernst du es ja nicht. Dann, Kani, wie schaut's denn aus mit unserem Triple Threat? Eieiei, der Triple Threat. Ja, der lässt uns ziemlich hängen. Der lässt uns hängen, ja. Keine Titten, keine Trompeten und auch keine toten Tiere. Na, ich habe erst überlegt gehabt, ob in der Albtraumsequenz nicht irgendwie ein Tier dabei war, ein Hund oder so, aber nein. Dafür haben wir ein totes Arschlochkind, auf das könnt ihr euch freuen. Ich sage ja fast spoilerfrei. Fast spoilerfrei, ja. Jetzt wisst ihr nicht, welches Arschlochkind, weil für mich sind ja alle Kinder Arschlöcher. Ja, eben. Was ich jetzt sehr beeindruckend gefunden habe, dass du das nicht als allererstes gesagt hast, dass Mortal Kombat 1 zum Sehen war. Das war, glaube ich, jetzt eins. Doch, oder? Also nicht das Neue, weil das, glaube ich, war Xbox 360, mit der die gespielt haben. Das müsste also das 9er oder das 10er, glaube ich, gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil ich glaube, das waren Controller, die nur dieses Akku-Pack hinten drauf gehabt haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe nämlich auch spekuliert, dass das Neue ist. Aber die Controller haben irgendwie nach dem Batteriepack vom 360er-Controller ausgeschaut. Aber die Grafik hat schon nach neu ausgeschaut. Ja, es hat immer, das schaut ja seit dem Super Nintendo fast aus. Also schon immer hervorragend. Ja, also ich sage, es war Mortal Kombat 1, aber... wenn er in 3D läuft, schauen wir uns den Film nochmal an und dann achten wir besser auf die Controller. Beziehungsweise, ihr geht's ins Kino, schaut euch den Film an und schreibt uns in die Kommentare, was das war. Ja, genau. Und wer es nicht gescheit sagt, der muss nochmal gehen und uns einladen. Oh, das ist der Plan. Der Reasung, ja. Der Reasung. Ein Highlight war natürlich auch noch, was wir nicht vergessen darf, von der Geity Boy. Wir wollten ja eigentlich zu viert ins Kino gehen und der Großteil unserer Hörer kennt ja einen Geity Boy mittlerweile und wir sind in Eckenfeldener Filmpalast verabredet gewesen zum Kassetten anschauen. Ja, der Geity ist aber heute fürs Biber gestanden. ja, komm vor, kann man mal deppert auch sein. Naja, aber ich hoffe, er hat trotzdem Spaß gehabt. Ja, es war auf alle Fälle schade, dass wir kein Vierer-Date mit ihm gehabt haben, oder? Wir haben ihn schon ein wenig vermisst. Ja, richtig. Aber nur ein bisschen. Stattdessen war eben dann der Typ mit dem Bier aus der Pappbecher. Ja, mit Strohhalm. Trompeten. Assi. Gut, dann vielen Dank, Kani, dass wir zum einen Bloodline schon vor Kinostart sehen durften. Das hast du toll organisiert. Ja, da bin ich dahinter, dass wir mir das immer vorab kriegen. Ihr seid jetzt auch schon vor dem Kinostart informiert, dass ihr auf jeden Fall schauen müsst, dass es ins Kino geht. Mhm. Und? Damit wir Profession kriegen. Kani, was dürfen unsere Hörer sonst noch so tun? Ihr dürft auf alle Fälle aufpassen, wenn irgendwo ein laues Lüftchen geht, dann wisst ihr, das ist eine Vorwarnung vom Sensenmann. Ansonsten bitte mal Steady-Abos machen, weil wir nagen schon am Hungertuch. Ihr seht jetzt das Video nicht, aber ich bin schon total eingefallen vor lauter wenig essen können. Und dann bitte auf die sozialen Medien abonnieren und folgen und Glocken drücken, wie es der Mike gesagt hat. Alle Glocken dieser Welt müssen gedrückt werden. Richtig. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. So, jetzt wenn ihr wisst, wo der Film gespielt hat, dann darf ich sagen, oder da. In Kanada. War das in Kanada? Ja. Sagen wir, nicht vom Skyview Tower. Oh, doch, wahrscheinlich. In die 60er gab es bloß einen Podcast, der war bayerisch. Und der ist nur in Amerika im Skyview Tower, glaube ich. Oder in Kanada. Oder in Kanada. Ich sage auch danke und macht's es gut, gell? Adieu.